Herzlich willkommen, Leute. Es ist wieder soweit. Der Start eines neuen Projekts. Das bedeutet, ich bin wieder mal sehr, sehr aufgeregt und ich hoffe, dass alles funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Ihr seht, diesmal hier unten wieder mit den Retro-Achievements am Start. Die möchte ich ja mehr oder weniger etablieren auf meinem Kanal. Wir spielen Bomberman für den DS. Hier sieht man es nochmal. Das Cover. Das Projekt Newer Super Mario Bros. Wii ging zu Ende. Im Together mit der guten Carina. Danke übrigens nochmal an dieser Stelle, das hat wieder sehr, sehr viel Bock gemacht. Das war sicherlich nicht das letzte Projekt mit der Carina und auch sicherlich nicht der letzte New Super Mario Bros. Wii Hack. Das kann ich auf jeden Fall versprechen. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Denn es geht um, genau, Bomberman. Dieses Game ist am 30. Juni 2005 in Europa rausgekommen. Natürlich schon wieder ein bisschen unserer Zeit voraus, Japan und Nordamerika. So wie es eben damals so üblich war, dass die Spiele immer ein bisschen früher gekriegt haben. Gut, kann vielleicht auch dort liegen, dass dieses Game entwickelt worden ist von dem japanischen Studio Rajin. Tut mir leid, falls ich es falsch ausspreche, ich habe keine Ahnung, weil normalerweise wird es hier von Hudson entwickelt, die hier aber nur die Rolle des Publishers eingenommen haben. Wobei Ubisoft das Ganze dann international vertrieben hat. Ja, was sagen die Critics? Auf Metacritic bekam dieses Game einen Score von 75, was ja jetzt nicht komplett scheiße ist, aber heute auch nicht wirklich die allerfeinste Sahne ist. Ja, und langsam nervt mich dieser Screen. So, jetzt warte mal ganz kurz. Ich muss ja nochmal erklären. Ich hätte jetzt gern gesagt, dass sich die Bewertungen in den Verkaufszahlen widerspiegeln. Nur ich weiß die Verkaufszahlen nicht. Ich habe keine Ahnung. Gut, ich habe mir jetzt auch nicht wirklich in die tiefsten Tiefen des Internets gestürzt, um die rauszufinden. Nur mal ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, aber ich habe auf die Stelle nichts gefunden. Ist schlecht. Vielleicht, wenn es einer von euch weiß, dann bitte gern unten in die Kommentare. Oder wenn ich es demnächst mal rausfinde, dann eben kann ich es in den nächsten Parts euch mitteilen. Was sind meine persönlichen Erfahrungen mit dem Game? Das ist eines meiner ersten Nintendo DS-Games, die ich besessen habe. Das war damals in der Grundschule einfach, ey. Das war so geil, das Game. Und ich hoffe, dass es immer noch so geil ist, wie ich es in Erinnerung habe. Aber diesmal eben mit dem Twist der Retro-Achievements, wie vorher schon genannt. Das kommt nochmal ein bisschen Spice mit rein. In diesem Game gibt es sowohl einen Normal Story Mode, kann man sagen, was wirklich sehr, 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 sehr geil ist. Und einen Battle Mode. Und wir werden beides tatsächlich antesten. Denn es gibt für beide Modi Achievements. Ich kann es aber gleich mal sagen, dieses Let's Play wird im ersten Try wahrscheinlich kein 100% Retro-Achievements Mastered Run. Ich gebe mir Mühe, alles zu holen, was so geht, aber ich kann halt nichts versprechen. Zur Not holen wir heute dann irgendwas in einem Livestream nach, weil mastern werde ich dieses Game definitiv irgendwann. Soweit, so gut. Ich würde sagen, wir starten rein in den Story Mode, den Normal Mode. Es gibt 3 Dateien zur Auswahl. Wir erstellen ein Save-File auf A. Und jetzt kommt schon die Story. Ein komischer, mächtiger Kristall fängt zu beben, oh. Und er splittert. Und explodiert. Er zerteilt sich in funkelnde Stücke, die sich auf der ganzen Welt verteilen. Und sie richten Schaden an. Nun liegt es an uns, die Welt vor der Zerstörung zu bewahren. So starten wir rein in Welt 1. Area 1. Wir starten erstmal in einem Auswahlmenü, bei dem hier einige Items noch nicht auswählbar sind, aber die können wir im Laufe der Zeit einsammeln, die dann verschiedenste Boosts für uns geben. Aber gekoppelt mit den Achievements dürfen wir oft keine Items benutzen. So wie eben jetzt in Area 1. Das Achievement lasse ich mir kurz anzeigen. Also erstmal gibt es hier das normale Achievement fürs Clearen der Welt 1. Aber dann gibt es noch die schwierigere Variante, die ich natürlich direkt anstrebe, keine Bomben-Power-Ups in Welt 1 zu benutzen. Was das bedeutet, was die Power-Ups eigentlich können, jetzt gleich. Ich werde versuchen, dieses Let's Play so zu strukturieren, dass wir immer eine Welt in einem Part machen. Keine Ahnung, wie lange es dauern wird, keine Ahnung, wie schwierig das wird, vor allem mit den Hardcore-Achievements. Aber ich würde sagen,
Wir starten jetzt rein. Ich werde das erste Level Moino in diesem DS-Modus lassen, also dass die beiden Screens übereinander sind. Können wir den ersten Gegner schon killen? Yes. Also wie ihr schon seht, wir können hier in einem labyrinthartigen Spielfeld umhersausen und immer Bomben legen, dabei Items einsammeln und Gegner killen. Das ist das große Prinzip hinter dem Ganzen. Zack. Wir müssen sogar diese Gegner killen, um das Level abzuschließen. So. Jetzt habt ihr schon gesehen, ich habe schon 3 verschiedene Items eingesammelt. Das sind die größten Standard-Items, die es gibt, die aber auch mit Abstand am wichtigsten sind. Und jetzt zeige ich euch gleich mal, was die so kennen. Vorher habe ich ja schon angesprochen, es gibt dieses Bomben-Power-Up, das wir hier in Welt 1 durch das Achievement nicht benutzen dürfen. Damit könnt ihr jetzt mehrere Bomben hintereinander setzen. Jetzt habe ich nur die Möglichkeit, eine einzelne zu platzieren. Wir können aber, weil es uns durch Achievements nicht verwehrt ist, zum Beispiel die Feuerkraft und unsere Geschwindigkeit verbessern. Und ich sag's euch, wenn eins wichtig ist, dann die Geschwindigkeit. Und die Feuerkraft ist natürlich auch geil. Ihr seht schon, bam. Jetzt haben wir direkt 2 Blöcke Platz. Oh, das ist natürlich geil. Wir haben nämlich hier den Endpunkt jetzt geöffnet. Den müssen wir aber besonders schützen. So. Den müssen wir erst in erster Linie erstmal freilegen, weil er sich immer hinter diesen Blöcken versteckt. Und gleichzeitig müssen wir aufpassen, dass wir ihn nicht mit Feuerkraft treffen, weil sonst kommt ein richtig beschissener und schwieriger Gegner raus. Das war das erste Level. Wir können jetzt nur mit durchgehen und Items einsetzen, die wir heute während dem Level nicht eingesetzt haben. Zack, wir machen nochmal Feuerpower ab. Bomben dürfen wir, wie gesagt, nicht verwenden. Weiter geht's in Level 2. Meines Wissens nach gibt es irgendwie 10 Level oder sowas. Und dann gibt es ja immer ein Bonus-Level oder so. Und noch einen Boss. Zack. So, wir machen das kleine Double KO. Geil. Geilo, geilo, geilo. Ihr seht oben, da läuft der Timer ab. Der kann vielleicht knapp werden, wenn wir eben keine zusätzlichen Bomben platzieren dürfen. Aber das sehen wir dann schon. Ja, was passiert eigentlich, wenn ich von der Feuerkraft getroffen werde? Naja, ich sterbe. Links oben sieht man schon die Leben. Stimmt, wir können direkt wieder Feuerkraft ersetzen. Immer mehr Feuerkraft. Es gibt einen Score rechts oben. Vor dem habe ich tatsächlich ein bisschen Schiss, weil da gibt es auch wieder Achievement. Und irgendwie müssen wir die 2 Millionen oder so sammeln im Normal Mode. Und ich habe keine Ahnung, ob ich das jemals erreichen kann. Keine Ahnung, wie schwierig das ist. Weil ich habe noch nie auf die Punkte geachtet. Das wird wahrscheinlich eigentlich genauso gehen. Niemand achtet so richtig auf so Scores normalerweise. Außer man legt es halt drauf. Oh. So, und jetzt killen wir den Dude. Wären eigentlich schon ready, ins Ziel zu gehen. Aber wir wollen alles freilegen. Das ist immer unser Ziel. Denn wir wollen natürlich sämtliche Items einsammeln, die es gibt. Perfekt, das war's. Und ab ins Ziel. Für euch wird wahrscheinlich der Topscreen interessanter sein. Unten passiert nicht viel, da könnt ihr nur die Items auswählen. Wir starten Reihe in Level 3. Oh, das ist ein neuer Gegner. Ein neuer Gegner-Typ. Natürlich ist es immer sehr, sehr ratsam, alle Gegner so schnell wie möglich zu entfernen. So, doch sind wir halt einfach dann safe und können uns wenn dann maximal nur selber killen, indem wir irgendwo eine Bombe dumm platzieren. Ah, da ist sogar schon das Ziel. Aber wir killen jetzt erstmal den Gegner. Und gehen natürlich aus der Schusslinie. Das darf man manchmal nicht unterschätzen. So, das kann jetzt noch eine Zeit lang dauern,
bis wir alles hier zerstört haben. Deswegen machen wir das immer sehr, sehr taktisch und platzieren die immer so, dass wir möglichst viele Blöcke gleichzeitig zerstören. Zack. Ach, was ich auch noch gleich sagen kann, wenn du mit deiner Feuerkraft, deiner Bombe, ein Item triffst, dann wird es einfach verbrannt. Oh! Die Brille ist natürlich geil. Noch mehr Feuerkraft, yeah. Und wir holen uns jetzt den Speed. Geil. Speed ist so, so wichtig, wie ich vorher schon gesagt habe. Ein extra Herz, extra Leben. Lecker Schmecker. Nochmal Fire Up. Perfekt. Und wir gehen rein ins Ziel. Die ganzen anderen Items werde ich schon noch im Laufe der Zeit erklären können. Oh, da müssen wir direkt aufpassen. Wir schauen, dass wir den direkt wegklatschen, denn das ist ein wirklich, ich möchte es nicht sagen, aber es ist ein Kuh-Gegner. Denn der Typ kann einfach durch die Blöcke gehen. Und hier haben wir schon mal einen Gegner gesehen, der kann 2 Hits tanken und wird sogar noch im ersten Hit schneller. Also es gibt hier wirklich sehr, sehr viel Variation. Es wird später wirklich crazy schwierig. Aber es bockt sich mega. Ich habe das Spiel so sehr geliebt damals. Und wie ich schon am Anfang gemeint habe, ich hoffe, dass es sich, naja, dass sich das nicht ändert. Oh, Schild! Schild! Jo, das Schild ist auch so heftig gut. Nur mehr Fire-Up. Diese Standard-Dinger, Standard-Items, die lassen sich stacken bis zu 8. Das sieht man ja unten im Screen, wie viel wir da schon haben. Bombe immer nur achievement-mäßig auf 1. Das ist auch richtig so. Oh ja, die Feuerkraft ist schon fast maximiert und das spürt man auch. Boah, ist es zu risky? Na, eigentlich nicht. Genau. Wie gesagt, wir dürfen ja... Ah, perfekt. Geil. Wir sind gemaxt, was die Feuerkraft angeht. Wir dürfen ja nicht das Ziel beschießen. Und jetzt... Das 5. Level ist normalerweise Bonuslevel, oder? Nein, okay, ist immer normal. Immer nur normal. Wir müssen schauen, dass wir hier ganz, ganz schnell rauskämen, weil es gibt ja Blöcke, die wir nicht zerstören können. Und nachdem es ja Gegner gibt, die durch normale Blöcke durchkehren, sollten wir vielleicht schauen, dass wir Land gewinnen. Ohne einen kleinen Double-Hit. Yes! Und das Ziel schon direkt freigesetzt. Genau, wie ihr jetzt schon seht, unten kann man jetzt nimmer das Feuer-Power-Up auswählen. Es ist ausgegraut, weil wir hier schon maximiert sind. Ey, wir sammeln halt die ganze Zeit ein Item nach dem anderen, ey. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir diesen Dude hier irgendwie vernichten. Okay. Jetzt komm. Yes, wir haben ihn nur erwischt. Perfekt. So, jetzt natürlich wieder die Area clearen. Was ich auch sehr cool finde, es ist ja labyrinthartig, dieses Game. Oh, Speed. Und manchmal sind ja eben die Spielfelder, so wie jetzt, ein bisschen angepasst und anders. Sodass du, jetzt haben wir ein Bonuslevel, sodass du eben immer schauen musst, wie sind die Gegebenheiten, wie verbaue ich mir ja nicht irgendwie den Weg. Oder nur schlimmer, wie platziere ich eine Bombe, dass sie mich killt, beziehungsweise nicht killt. So, Bonuslevel. Wie schaut das Ganze aus? Oh, stimmt, scheiße. Das ist nicht gut. Ich mache jetzt mal einen kleinen Trick. Weil wir haben hier die Fähigkeit, dass wir Gegner-Hits aushalten und Feuer aushalten. Und wir müssen so schnell wie es geht alle killen, bevor die Zeit abläuft. Haben wir ja geschafft. Um nach oben zu kommen, um die ganzen Items zu sammeln. Und ich hätte eigentlich umschalten müssen, gell? Zack, wir haben es. Ja, genau. Das nächste Mal muss ich vielleicht darauf aufpassen, dass ich wirklich den Bildschirm vielleicht umschalte. Ist aber jetzt nicht so schlimm, glaube ich. Oh ja, die Items waren aber so wichtig.
Weil wir brauchen Auswahl, Sparda. Wir sind gemaxt von der Geschwindigkeit her und wir gehen weiter in Abschnitt 2 von Welt 1. Und man hat schon gesehen, es geht nach rechts weiter. Die Welt ist jetzt vergrößert. Oh, das ist das Tröpfchen. Ich habe es immer früher Tröpfchen genannt. Zack. Die haben die Fähigkeit eben, dass sie einfach hin und her die Route wechseln können. Was natürlich ja sehr, sehr gemein sein kann. So, killen wir direkt den. Oh ja, nur eins. Ich hab die Musik ja immer so gefeiert. Und das hat sie ja nicht geändert. Klar hängt da vielleicht ein bisschen Nostalgie mit rein, aber ey. Okay, jetzt haben wir was geschafft, was wir vorher noch nicht geschafft haben. Ah ja, wir haben alle Gegner gekillt, ohne vorher das Ziel freigesetzt zu haben. Zack. Okay, ich spiele natürlich nur sehr, sehr vorsichtig, weil ich mag nicht verrecken. Wenn man es so ausdrücken möchte. Wir sind noch im Game. Das Hardcore Achievement ist uns noch nicht verbaut. Oh. Hier eher direkt. Der böse durch die Blöcke Laufer. Komm, Tröpfchen. Jetzt kehrst der Katz. Jawohl. Bin ein bisschen am Überlegen, ob ich vielleicht die Möglichkeit habe, ein Bomben-Power-Up zu verwenden. Also nicht, dass ich mehrere Bomben platzieren kann. Das wäre ja blöd. Sondern dass ich eine andere Bombenart verwenden darf. Aber ich weiß jetzt leider nicht, ob das mir spätere Achievements verbaut. Müsstet ihr mal kurz nachschauen. Nach dem Level dann. In der Pausensektion. Das ist ja übrigens sehr, sehr geil, wenn man dann einfach das Level geschafft hat, dann hat man einfach nur mal Zeit, sich alles genau und in Ruhe anzuschauen, welche Items möchte man verwenden. Bam. Das ist echt eine gute Sache. Oh, das war Extra-Leben. Wir haben bisher Extra-Leben bisher examiniert. Das war in dem Bonus-Level. Okay. Dann haben wir es schon. Haben wir es geklärt? Yes. Fertig. Okay, da muss ich jetzt leider sagen, es ist ein bisschen undurchsichtig geschrieben. Es heißt immer, was soll ich nur in dieser bestimmten Welt bestimmte Power-Ups nicht verwenden. Jetzt weiß ich aber leider nicht, ob das Art zählt, wenn man die vorher schon verwendet hat. Also ob wir sie nur hier in dem Auswahlscreen nicht auswählen darf, wenn man in dieser Welt ist. Alles, was davor ist, ist okay. Was man schon mitnimmt, ist okay. Keine Ahnung. Das ist echt blöd. Und deswegen, naja, muss ich halt so spielen, dass ich irgendwann einfach mal ein paar Sachen auswähle. Weil sonst ist dieses LP wahrscheinlich ein bisschen fad. Aber noch nicht jetzt. Wir kämen ja noch sehr, sehr gut klar. Deswegen machen wir jetzt einfach mal so weiter. Und bomben alles weg, was geht. Ah, vielleicht treffen wir die schon mal. Ja, genau. Oh. Okay. Und er ist dead. Yes. Es gibt aber wirklich sehr, sehr viele coole, innovative Items. Oh, da ist ein Bagger. Das ist so ein Radlader. Alter. Das ist auch ein crazy geiler neuer Gegner. Da kann ich gleich mal sagen, was er macht. Ich platziere jetzt hier eine Bombe. Und er schmeißt die einfach nach hinten. Gut, hat jetzt in dem Fall eher wenig braucht, weil ich habe ihn mal gehittet. Zack. Und er hat 2 Hits aus, soweit ich weiß. Genau.
Also äußerst kein Problem für unseren weißen Bomberman hier. Es gibt ja auch verschiedenfarbige Bomberman. Aber der weiße hier ist der Hero. Boah. Die anderen kämen dann vor im Multiplayer. Beziehungsweise in dem, ja, Kampfmodus. Den wir ja übrigens im Multiplayer spielen können. Ich werde jetzt aber voraussichtlich nicht im Multiplayer spielen, sondern nur wegen den Achievements, die CPUs auf Hard stellen und dann gewisse Matches bestreiten. So, letzter Block. Geil. Ah. Man kriegt immer Leben, je nachdem, welchen Score man hat. Und die Zeit rechnet sich in den Score ein. Okay. Möchte ich ein Item verwenden? Okay, ich schaue mir kurz das Level an und dann entscheide ich, ob ihr Item ist jetzt oder nicht. Nö. Machen wir nicht. Denn ich glaube, das ist nur das vorletzte Level in dieser Welt. Also, das vorletzte vorm Boss. So muss ich vielleicht sagen. Oder? Weil das letzte ist meistens immer recht crazy und vollgeballert mit Blöcken und schaut immer sehr speziell aus. Oh, was machen wir denn jetzt? Jetzt killen wir erst mit denen. Und dann killen wir den. Blum. Weil selbst wenn die in die Blöcke sind, sind die nicht sicher. Boah, ich finde es aber cool. Es fühlt sich wie früher. Es spielt sie immer noch genauso wie früher. Na klar, was hätte sie ja ändern sollen, aber geil. Es bockt sich einfach. Oh, Tröpfchen. Ha! Alter, das war für kurz knapp. Das Tröpfchen. Oh! Der Bagger ist nochmal abdraht. Jetzt hat er aber Glück gehabt. Es ist kein Bagger, tut mir leid. Es ist ein Radlader. Eieiei. Jetzt clearen wir nochmal den ganzen Spaß auf schnell. Oh. Eine Bombe falsch platziert. Das könnte schon mal passieren. Okay. So, und jetzt hängen wir ja gleich, ob wir schon zum Boss kämen oder nicht. Ja, Boss-Stage. Okay, dann sage ich schon nichts mehr. Und für den Boss habe ich mir immer eine sehr, sehr spezielle Bombe aufgehalten. Und zwar ist es hier. Die, keine Ahnung, wie man es ausspricht, Bombe. Die hat nämlich einen Fernzünder. Und das ist so geil, weil du kannst einfach die Bombe, ja, wie schon gesagt, fernzünden. Und explodieren lassen, wann du willst. So, normalerweise hätte ich mir jetzt hier vollballert mit irgendwelchen anderen coolen Effekten, weil es einfach cool ist. Mache ich aber nicht. Die Bombe muss langer. Und ich schaue einfach, dass wir Motherfucker-artig nicht sterben gegen den Boss. Was kann der? Oh, warte. Ich muss umschalten. Hier. Let's go. Bossfight. Der setzt seine komischen Schergen irgendwo ab. Zack. Jetzt macht er gleich nochmal. Die müssen wir mal killen. Denn er schmeißt immer mehr Müll nach unten, sodass er sich irgendwann selbst entfaltet. Oh, geil, Double. Oh. Okay, jetzt müssen wir ihn selber hitten, oder? Ja. Schaut ganz gut aus bisher. Hier haben wir übrigens Unlimited Time. Oh, er wird schon rot, Der erste Boss ist nicht so schwer, aber es ist ja zu erwarten gewesen.
Und One-Hit, komm. Jetzt traut er sich nicht. Okay, er ist schlau. Er ist schlau. Zack, wir haben ihn. Items. Nein. Das eine Item müssen wir liegen lassen. Wir haben eh so viele Bomben. Hilft nichts. Blast off! Erste Errungenschaft. Zweite Errungenschaft. Master of Simplicity. Das erste Achievement war fürs Beenden der ersten Stage und das zweite Achievement für das Nicht-Benutzen der Bomben-Power-Ups. Liebe Leute, wir sind auf dem Weg zur Welt 2. Wie es weitergeht und wie die Welt 2 ausschaut, denn die unterscheiden sich schon wirklich massiv. Das seht ihr in der nächsten Folge. Hier sind der Endcard, sobald sie online ist. Bewertung nicht vergessen. Danke fürs dabei sein, Kommentare gerne unten lassen und bis zum nächsten Mal.